Eine sehr schmacke Krug steht in einem Museum. Ein Tag, wenn die Menschen kommen und bechecken sich, der Geschmack der sieht, dann fängt der Krug an zu vertellen. Und der sagt, mir sagt nicht immer so Schmack. Ich will nicht immer dort, wo ich nicht sehe. Ein Tag kam ein Mann und ich will bloß ein Klampje Blatt. Der nimmt mir an seine Hänge und der fangen mir an zu drücken, der fangen mir an zu quatschen, der fangen mir an zu raten und der formt mich. Nur dem, was der hat, stellt mir an die Knie, aber eins leitet mich stützt Tag. Und ich dachte, wow, nicht denke ich dir. Aber nicht lange nur dem, stellte mich in einen sehr heiter Ofen an. Ich dachte, in diesen Ofen müsste ich ankommen. Nur eine halbe Stunde oder so, nahm er mich da rein und ich dachte, nu sind ich endlich frei. Aber das geht nicht lang. Dann fängt er an, mich ranzuschieren, der fängt mich an zu formen und der fängt an, mir eine Klärbiete zu bringen. Ich dachte, ich würde sterben. Ich dachte, das wird so streng, das kann ich nicht verdrehen. Wenn er mich vor sich hat, dann lädt er mich Tag und ich sage, nu ist gut. Aber nur dem nimmt er mich und stellt mir einen Ofen an, wo noch viel heiter wird. Und ich dachte, das ist das letzte mein Leben. Aber nur eine gewisse Zeit nimmt er mich raus. Ich dachte, ich muss sterben. Und dann stellt er mich vor ein Spiel und dann sagt er, das ist, was du nicht weißt. Diese Dinge, die so schwer werden für mich, merken mich weg von dir sie. Lieber Freund, ich weiß nicht, was dir im Leben durch ist. Ich weiß nicht, was die Dinge sind, was dir im Leben schwer merken. Aber hab ein Ding sicher. Römer Kapitel 8, Vers 28 sagt, für dich wird Gott leben, deine Dinge zum Guten. Vielleicht lässt Gott dir irgendwo durch eine Situation gehen. Vielleicht belebst du ein Leben, was dir sehr schwer ist. Aber wenn du Gott lebst, wenn du Gott nicht mehr einstellst im Leben, dann wird Gott merken, dass die Dinge für dich zum Guten dienen. Gottes Segen.